Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2017 in der F1-Karriere, wo wir ja jetzt in Ungarn sind und auch zu Red Bull übergeswitcht sind. Schön, wir haben ja ein Software-Update, das wir mitmachen, sehr gut. Ja, eben, wir haben zu Red Bull gewechselt und das ist jetzt unser neues Team. Und ja, ich bin gespannt, wie wir da werden performen. Das Auto von Red Bull ist schon ein Stückchen besser als das Auto von Force India, wo wir ja vorher waren in diesem Team. In diesem Team sind wir ja ein Jahr gewesen. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte gerne den Stepper in ein Top-Team machen und das haben wir jetzt auch geschafft. Die letzten paar Rennen sind ja recht krass gewesen. Ich weiss, ich habe auch schon lange nicht mehr aufgenommen. Tut mir leid für das, dass ich es schon nicht mehr aufgenommen habe. Ich hatte sehr, sehr viel zu tun in den letzten paar Wochen, Monaten, kann man schon fast sagen. Und bin einfach schlichtweg nicht mehr dazu zum Aufnehmen. Darum grosses Sorry für das. Und ja, wir machen jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. Vor uns ist Scuderia Ferrari und Mercedes in der Performance. Wir sind aber, glaube ich, auf der gesamten Wertung. Wo haben wir die da? Wo haben wir die? Ah, da ist es, genau. Wir sind ja auf P3 hinter dem Hamilton und der Kimi ist ja momentan Championship am Anführen. Ich denke, wir werden nach dem Ricciardo auch dann den Vettel als Rival bekommen. Und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich richtig jetzt mit Red Bull hier loszulegen. Ich glaube, das wird cool werden. Und wir haben ja hier noch eigentlich alles gewechselt. Also unser Motor ist schon eigentlich relativ gut momentan. Ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Wir gehen mal ins erste Training. Ich bin gespannt, wie der Red Bull läuft. Und dann sehen wir uns dann gerade wieder im Qualifying. Let's go! So, also bevor wir loslegen mit dem Rennen in Ungarn, gehen wir jetzt noch zuerst nach Amerika und fahren auf Kota mit dem Ferrari von 2004, also im Michael sein Ferrari. Ich bin gespannt, das ist ein geiles Auto und wir machen Verfolgung und mal schauen, wie das wird. Also wird jetzt richtig geil werden vom Motorsound her und da würde ich mal sagen, legen wir los. Let's go! Ich kann nicht vergessen, dass ich doch auch ohne Wheelspin. Ah, wäre noch mehr gegangen. Ah, geil. Uiuiui, okay. Ui, oh mein Gott, okay. Sehr rutschiges Auto hin auf der Achse. Ui, ist das eng da. Alter, das Auto schiebt aber vorne. Uiuiui. Oh mein Gott, das geht so höllisch ab. Ah, bitte bringen doch einfach wieder so Motoren zurück in Formel 1. Das wäre einfach so viel geiler. Oh mein... Das Auto ist unglaublich. Also da muss ich sagen, da bin ich schon recht glücklich noch, dass ich das miterlebt habe. Die Autogeneration. Das ist einfach Next Level. Es gibt einfach nichts Vergleichbares. Was Sound und Performance anbelangt. Das ist einfach unglaublich. Oh, letzte Kurve ein bisschen verbremst noch, aber egal, wir haben es geschafft.
Was für eine geile Challenge. Mit dem Auto hat es einfach so Spaß gemacht. Unglaublich. Oh, ist das geil gewesen. Holy shit. So, also herzlich willkommen zum Qualifying. Es ist mega komisch. Ich habe das erste Training gestartet, danach ist mein Game crashed. Dann bin ich wieder ins Game reingegangen und dann bin ich in Kota gewesen. Das haben wir ja gerade vorher gesehen mit dem 2004 Ferrari von Michael. Und jetzt sind wir im Training sind wir ins Training 2 reingekommen und das habe ich jetzt aber übersprungen, weil ich fahre immer noch das erste Training. Also wir sind zwischen den beiden Trainingssessions, die ja in der Regel etwa so 4 Stunden voneinander sind, sind wir schnell auf Kota, also nach Amerika geflogen, sind dort schnell mit dem Schuhmacher im Ferrari gefahren und wieder zurück. Keine Ahnung, wieso das so komisch ist. Wir sind jetzt einmal im Qualifying und ja, wie immer, wir versuchen unser Bestes, mal schauen, was mit dem Red Bull möglich ist. Das Auto verhält sich, wie soll ich sagen, erster und dritter Sektor gut, zweiter Sektor gut. Das liebt mir eh nicht so, beziehungsweise die Strecke liebt mir nicht so, muss ich sagen. Das Auto an sich habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, aber die Strecke, der zweite Sektor, der ist mir noch nie gelegen, darum ist ein schlechter Referenzpunkt gerade dort, aber da bin ich nicht so schnell gewesen, aber wir schauen mal, wo wir landen werden. Wir sind auch schneller gewesen als der Ricciardo, also von dem her ist es schon mal gut. Und ja, legen wir los, let's go. Heißt 1905, also ich habe viele Fehler gehabt, also nichts Gravierendes muss ich ehrlich sagen, aber es hat schon 2, 3 Sachen gehabt, die nicht so gut waren. Mal schauen, wie das wird. Ich gehe mal zurück in die Box, ja sorry Perez. Und schauen mal, ja, wo wir dann am Ende vom Qualifying landen, beziehungsweise sollte man vielleicht sogar noch mal mit rausfahren. Das weiss ich jetzt noch nicht ganz genau, aber die Frage ist, ob der Ricciardo uns überholen kann. Hat sich der Kimi noch reingedrückt? Ich glaube es nicht. Nein, wir das Qualifying beenden. Wir gehen Risiko. Wir landen wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Hamilton, Vettel sehr gut. Und ab ins Rennen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ein Red Bull, Räikkönen, Daniel Ricciardo und Bottas. Perez, Ocon, Quert und Nico Hülkenberg. Magnussen, Grosjean, Fernando Alonso und Van Dorn. Sainz Junior, Massa, Lance Stroll und Jolyon Palmer. Wehrlein und Markus Eriksson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So. Ich weiß nicht, ob ich habe vergessen, mein Mikrofon abzuschalten oder auszuschalten, aber ich glaube, es nicht gehört habe. Ich hoffe es auch. Sonst peinlich. Aber ich habe nichts gesagt, aber ich habe das Video geschaut. So, wir starten von P3 vor dem oder hinter dem Vettel, glaube ich, oder wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt weiß ich gar nicht, Vettel und Hamilton ist vor mir, auch, das weiß ich, oder ist der Kimi, weiß ich. Also der Hamilton ist sicher vor uns, aber ich weiß nicht, ob der Kimi vor uns ist oder der Sepp, aber ich glaube, das ist der Sepp gewesen. Und ja, mal schauen, ob wir mit diesen Jungs mögen mithalten, weil die sind ja uns eigentlich immer recht davongezogen. Also wir müssen wirklich am Start schon aggressiv trainieren gehen, dass wir irgendwie noch ein bisschen etwas rausholen könnten. Sonst wird es schwierig, aber wir schauen mal. Das Rennen geht ja schon noch ein paar Runden rein, sage ich dann. Ist viel möglich, aber eben die Strecke liebt mir an und für sich nicht. Aber wir sehen es jetzt gerade. Jetzt sagen wir, legen los, let's go! Viel Wheelspin gehabt, aber nachher einigermaßen gut retten. Oh, der Sepp dreht sich weg! Oh! Nein, das ist nicht mein Verschulden gewesen. Da muss ich im Replay schauen, wie das passiert ist. Der hat sich einfach weggedreht. Ich habe den nicht berührt, er ist in mich reingekommen. Ich glaube, es hat einfach so spät gebremst, dass es nicht gedreht hat. Ich glaube, es ist der erste. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir ein bisschen einen Gap reissen können. So, also wir sind inzwischen schon in Runde 4.
Es ist wirklich nichts mehr passiert nach dem Start. Es war wirklich ruhig. Ich bin gespannt, wo der Vettel gelandet ist nach dem Malheur. Aber weit hinten würde ich jetzt mal behaupten. Der Hamilton ist in uns, da kommt der Ricciardo. Wir sind einen guten Gap voraus, aber wir dürfen uns nicht zu viele Fehler erlauben. Also sprich, ich muss einfach im zweiten Sektor recht gut aufpassen. Weil da mache ich eigentlich wirklich die meisten Fehler. Aber der ist auch echt schwierig zum Fahren, muss man sagen. Die Reifen sind auch nicht mehr so optimal, das merke ich schon. Ich bin schon ein bisschen mehr am Umsliden. Aber es kommt gut bis jetzt. Und wenn er schließt auf, also es könnte wirklich sein, dass wir dann noch das Pedal haben gegen den Hamilton. Weil er ist echt schnell in seinem Mercedes. Oh, Hamilton kommt! Oh shit! Voll nicht damit gerechnet, dass er sich hier angreift! Oh shit, jetzt überschüsse ich aber. Oh fuck! Ja, okay, das war ein Fehler von mir. Mal schauen, ob wir noch dranbleiben können. Wir haben die auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Ah. Oh mein Gott, sie hat ihn fast abgeschossen. Okay, nein, lohnt sich nicht. Das schießt mich nur in die Wand rein. Alter, ist der schnell geworden plötzlich. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass der mich auf der Main Straight angreift. Ich habe gedacht, so, ja, eine Runde später vielleicht oder in der Box dann. Holy shit! Dem habe ich wirklich nicht gerechnet. Und ich habe nicht mehr so viel Sprit zum Full Fettgemisch fahren. Scheiße, ja egal. Okay, er geht jetzt in die Box. Oh, vielleicht können wir. Er macht einen Undercut. Jetzt fahre ich gleich mit Fettgemisch nochmal. Auch wenn ich ins Minus reingehe, jetzt muss ich schnell eine schnelle Runde raushauen. So, schlechte Push-Lap, das ist gelb. Okay, das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. No way! Bei verringertem Tempo einreihen. Oh mein Gott, okay, jetzt mal schauen, wo wir herfliegen. Positiv. Ein paar Informationen zu Alonso. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Das ist gut, sie sind Delta, ich könnte vor dem Hamilton bleiben. Haha! Let's go! Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstops mehr geplant. Nein! Willst du mich verarschen? Ah, ist doch von mir. Okay, aber er ist angreifbar. Ich hau jetzt Mager rein. Das ist jetzt so schlimm. Okay, wir können ihn angreifen. Wir haben ein bisschen die frischeren Reifen, auch wenn es nur eine Runde sind. Eine Runde ist besser als nichts. Und Mager hauen wir jetzt einfach rein, dass wir ein bisschen Sprit können sammeln. Und dann fetzen wir auch mit Fett gemischt und dann greifen wir den sicher richtig an. Bis zur ersten Safety Car Linie. Und ich muss jetzt eben ein bisschen aufwärmen wahrscheinlich. Zu den grünen Flaggen an deiner Position. Also Ricciardo, der muss in die Box, der geht jetzt in die Box wahrscheinlich. Der geht jetzt wahrscheinlich in die Box, der war immer noch nicht in der Box gewesen. Was macht der Ricciardo? Der geht doch nicht in die Box. Geile Sicher haltet Hamilton auf. Grüne Flagge. Oh, Alter, was hat der für einen Restart, der Hamilton? Holy shit. Oh mein Gott! Wow! Ich habe einfach die Lücke gesehen. Woo! Let's fucking go! Oh, der Ricciardo ist eben da vor dem Hamilton. Das kann er richtig aufhalten in dieser Runde. Was für ein Teammate. Was für ein Wingman, besser gesagt. DRS. Er hat es versucht, er hat es aber nicht geschafft. Ein bisschen weiter weg sein wahrscheinlich. Raikkonen inzwischen auf P3. Mit dem Benzin noch raus. Raikkonen auch sehr schnell. Oh mein Gott, das slide immer so weit raus. Boah, jetzt ist er sehr nahe. Ein paar Informationen zu Raikkonen. Er hat
Dreieck hat Problem. Ich habe ihn gerade gelobt. Das ist deine letzte Los! Runde, die letzte Come on! Runde des Rennens. Come on, letzte Runde! Hamilton kommt! Er hat es aber hier nicht geschafft. Wir haben ein bisschen besseren Exit gehabt, wahrscheinlich. Oh nein, ich wieder verbremsen. Wir tun das so wieder ein bisschen verbremsen. Bleiben aber noch gut in der Kurve. Und der Hamilton bleibt auch immer noch hinter uns. Ich darf nicht mehr auf Fettgemisch gehen, weil ich einfach nicht mehr Sprit im Tank drin habe. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. Geschätzte Ankunftszeit etwa 15 Minuten. Ja, in 15 Minuten. Das ist mir nicht, ob es regnet oder nicht. Jetzt der zweite Sektor. Mein schlechter Sektor, sage ich jetzt mal. Oder der Sektor, den ich gar nicht kann. Aber es ist jetzt nicht mal so schlecht, aber doch auch ein bisschen loosey-goosey unterwegs. Da leichter Slide. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. So, jetzt da ist noch der letzte Angriffspunkt vielleicht vom Hamilton. Wagt er nicht. Guter Exit wieder gehabt. Hamilton wieder ein bisschen weiter weg. Jetzt da noch die zweite letzte Kurve. Jetzt geht es in die letzte rein. Die nehmen wir noch einigermaßen okay, aber jetzt setzen Hamilton nicht mehr länger. Und das ist der erste Win für Red Bull, beziehungsweise der erste Win mit Red Bull zusammen. Let's go von P3 weg. Danke Daniel Ricciardo, müssen wir nochmal ganz wirklich lobend erwähnen. Danke Ricciardo, haben wir gewonnen, weil er hat den Hamilton noch einmal aufgehalten, weil sonst wäre er uns vorbei 100 Pro. Also so ein dicker Kuss geht raus an Ricciardo. Danke ihm haben wir gewonnen. Wow, was für ein geiles Rennen. Holy shit. Vettel noch Dritter nach seinem Spin, den er gemacht hat. Wow. Krass. Einfach krass. Wir schauen noch schnell die Wiederholung an. Am Start möchte ich wissen, wie sich der Sepp dort gedreht hat. Jetzt gehen wir schnell kurz schauen. Schauen wir links dort aufs rote Auto. Ah, der Kimi ist auch noch dort. Der Kimi! Oh mein Gott, der Kimi hat ihn gedreht! Der Kimi hat den Sepp gedreht. Da sehen wir es mal ein bisschen besser. Also, was ist die Situation? Wir sind hier das dritte hoch nebeneinander. Der Kimi kommt auch nicht mehr Speed. Und da hätte er mehr bremsen. Da rollt er richtig rein und er schiebt ihn weg. Katastrophe für Ferrari, aber ich denke, bei denen hat die Safety-Car-Phase recht viel rausholen oder haben recht viel gebrochen gehabt. Wo war das Sepp nachher da? Das war da hinten. P12. Hey, okay. Krass! Okay. Aber let's go, wir haben unseren ersten Win-Cup für Red Bull. Sehr gutes Rennen gewesen. Oh, das hat Spass gemacht. Es war zwar zwischendurch ein bisschen fahr gewesen, ich dachte, passiert nicht viel, aber man hat doch gesehen, dass Mercedes wesentlich schneller Auto hat. Auf dieser Strecke sicher, beziehungsweise allgemein. Und ja, jetzt ist natürlich, wie soll ich sagen, die Aufgabe, oder sagen wir, ja mal wirklich die Aufgabe ist, dass wir da ein bisschen den Gap schliessen können. Wir haben jetzt halt die Rivalität natürlich gewonnen gegen den Ricciardo, aber eben, wie gesagt, nochmal dicke Props an ihn, er hat uns geholfen, dass wir haben können so weit vorne mitfahren. Ohne ihn hätten wir nicht gewonnen, müssen wir ganz klar sagen. Rivalität haben wir jetzt geschlagen. Wahrscheinlich werden wir nachher den Vettel bekommen oder den Raikkonen, einer von diesen zwei. Und die Fahreranerkennung ist sehr, sehr hoch bei Toro Rosso und Haas. Aber auch Ferrari und Mercedes haben ja doch auch noch mal ein bisschen aufgehauen mit dem Ruf. Sehr gut. Mo hat aber mega Spass gemacht. Das nächste Rennen ist in Monza, wenn ich mich nicht täusche. Wir tun auch den Motor dann wechseln. Ich darf es auch nicht vergessen, aufs Qualifying her. Weil ich möchte mit dem Motor noch Training fahren, weil dort ist es nicht so schlimm, wenn ich einen kaputten Motor habe. Aber ja, wir haben jetzt schon den 4. Sieg in unserer 2017er Karriere geholt. Also wir sind wirklich stark unterwegs. Wir haben ja in Monaco gewonnen. Unglaublich. Und Kanada haben wir auch gewonnen. Das ist aber eine Strecke, wo man sehr gut liegt. Und Österreich liegt mir auch gut. Silverstone, dritte, dort haben wir aber wirklich mega Mühe gehabt gegen McLaren, gegen Mercedes und auch gegen Ferrari.
Und Ungarn, ja, haben wir jetzt auch wieder dank der Hilfe von Ricciardo gewonnen. Ja, als nächstes Rennen ist Belgien. Oh, let's go. Eine von meinen absoluten Favorite-Strecken, beziehungsweise das ist meine Favorite-Strecke. Und vielleicht holen wir dort unseren nächsten Win. Und dann kommt ja noch dann Monza und dort sollte es eigentlich auch gut laufen. Malaysia, alles drum und dran sind auch gute Strecken. Also wird spannend. Wir sind ja jetzt noch, ja, was sind wir jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rennen von Saisonende weg. Ja, wird spannend. Wird wirklich spannend. Also 2018-Saison kommt immer näher. Ich hoffe, euch hat die Episode von F1 2017 auch gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann wieder wo ist es jetzt? In Belgien, genau. Und bis dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und ciao.